Na Leute, wie sieht's aus? Seid ihr bereit für... Ja, für was eigentlich? Natürlich für die 7 Dragon Balls und den Drachen Shenlong. Ich meine, viele Dragon Balls will uns nicht mehr. Und ich bin ja gespannt, was sie jetzt da alles genau uns wünschen könnten. Und vor allem natürlich auch, warum es so laut ist. Nee. Ja, ja, danke schön, das wissen wir bereits, Bruder. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Dragon Balls, Shenlong rufen, was man sich alles wünschen kann. Und man bereits überhaupt schon alles wünschen kann, ob gewisse Dinge noch später kommen. Das ist ja eigentlich klar. So, dann mal ganz kurz gucken zur Weltkarte. Wir sind. Nee. Wir sind eigentlich momentan hier. Sidequest. Gehen wir mal hier ganz kurz Dragon Ball holen und Sidequest aktivieren, wa? Und demzufolge wieder mal ein Ladescreen. Ja, wobei ich hoffe immer noch, dass der auf dem PC ein bisschen schneller sein dürfte als auf den Konsolen. Weil ich mittlerweile auch Dragon Ball Z Kakarot für die PS4 habe, aber nur aus dem Grund, wegen der Collectors Edition. Der einzige Grund. Bereit. Ja, dann wird es mit dem normalen Story weitergehen. Nee, dafür ist noch ein bisschen früh. Also, der eigentliche Story-Sprint mit der Main Story. Aber dazu erst ein bisschen später, ein bisschen mehr. Ich will dieses RPG-Feeling, was uns Dragon Ball Z Kakarot bietet, noch ein bisschen mitnehmen. Und vor allem genießen. So. Was los? Oh, ja, sehe ich schon. Angegriffene Dorfbewohnerin. Yeah! Ja, Freaks. Hat ein bisschen was. Pflanzenmänner, was wollt ihr denn? Servus, wie geht's? Wie steht's? Wie geht's? Ich weiß aber schon mal gesagt. Aber so da. Kannst du mal verpissen, ey. Nö, das will ich jetzt, wenn es geht, irgendwie nicht haben. Ich stehe jetzt auf Bio, dankeschön. Sag mal. Oh, der ist flink. Tot. Dachte, es wär's gewesen. Ist schon eine Weile her, du wurdest also schon wieder angegriffen. Stimmt. Wir können oder so. Offenbar schon. Pass auf dich auf, okay. Das ist mal was Neues, dass wir für unsere Heldentaten auch was bekommen. Arigato. Kann schon gut sein, Son Gohan. Aber es ist doch alles toll. So, wieder mal eben ein Level Up. Dann gucken wir noch mal ganz kurz. Wo ist denn der ominöse Dragon Ball hier? Hä? Verarschen? Ah, Alter, haben gar nicht... Boah. Fies. Oh, da ist noch was.
Son Goku ist ein unbekümmerter kleiner Junge, der allein tief in den Bergen lebt. Aber als er eines Tages einen gefangenen Riesenfisch nach Hause trägt, wird er von einem Auto angefahren. Der Unfall fügt ihm kaum einen Kratzer zu, aber da er noch nie zuvor ein Auto gesehen hat, geht er davon aus, dass es sich um ein Monster handelt, das sein Essen stehlen will. Son Goku nimmt das Auto und schleudert es weg. Ein Teenager namens Bulma steigt aus dem umgestürzten Wagen und schießt auf Son Goku. Diese ziemlich unangenehme erste Begegnung ist der Beginn des epischen Abenteuers der beiden. Der Beginn von Dragon Ball. So. Gleich sind wir da. Fidiralala. So. Ich glaube auch. Ernsthaft wohl der Stressmann. Ja, und ich erst. Ich würde sagen, perfekt. So, warte, ich will mit hier. Oder nicht? Ah ne, okay. Ich dachte nur, weil es irgendwie so aussah, als wären da noch irgendwie Erzmaterialien und so. Also generell einfach Erze. Und deswegen dachte ich, dass da irgendwie eine Höhle wäre. So, und wir rufen jetzt Shenlong. Ah, hier, Dragon Balls vermutlich, war. Shenlong rufen. Erster Wunsch. Ich will nochmal gegen Raditz kämpfen. Bringt Todesgeist aus dem Jenseits zurück. Das wäre eine Option, ich glaube. Dann geht sogar mehrmals, okay. Aber ich glaube, das machen wir noch eher später. Nochmal gegen das Ginyu-Sonderkommando kämpfen. Ja. Generell natürlich gegen alle, aber ich glaube, erst einmal holen wir uns die Ginyu-Force zurück. Shenlong, erscheine und erfülle mir meinen Wunsch. Das Ginyu-Sonderkommando wurde im südöstlichen Gebirgebereich wiederbelebt. Aber ein Jahr muss er jetzt nicht warten, oder? Also ich hoffe zumindest nicht. Doch, er muss wohl noch ein bisschen warten, wa? Fies. Sogar sehr fies. Ja gut, wobei andererseits gibt dem Ganzen auch ein bisschen ein normales Feeling, würde ich jetzt mal behaupten, wa? Insofern also gar nicht mal so übel. Also, wir haben das Kommando zurückgeholt. Sehr gut, sehr gut. Ich würde sogar sagen, bevor wir es irgendwie jetzt mal vergessen, dass die überhaupt da sind, gehen wir doch erstmal dahin, wa? Ich frage mich jetzt genau wo, weil bin hier schon richtig, hier auch schon. Warte mal, weil jetzt hier die Sidequest erschienen ist. Sind die das etwa? Könnte ja hinkommen. Weil Sidequest war vorhin noch nicht da. Ja, Freunde wird es glaube ich auch so machen, dass ich künftige Dragon Balls, das sind sie auch. Dass ich es künftig so machen werde, dass ich die Dragon Balls offscreen farme. Bin aber natürlich schon in der Folge jeweils Shenlong rufen und so. Okay. Das mir aus dem Grund, weil es dauert doch eine Weile, bis man alle Dragon Balls zusammen hat und dann
Ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Wir kommen auch ein bisschen schneller voran. 僕でもなんとか勝てどそううじゃ Wir können stoppen. Noch ein bisschen どうだ extra Power. Nee, schon vorbei. Schade. Warte mal. Die Ginyu Force ist da. Ja, zumindest ein Teil. Doch, sind alle da. かな Das ist natürlich die Frage, können wir immer wieder gegen die kämpfen oder nur einmal? 和室があった Nee, versuch's mal. Hey Leute, ach, stimmt, Ginyu ist ja gar nicht tot. Also doch. Nee, stimmt gar nicht, er ist ja als Frosch jetzt hier auf der Erde. ようん。おい Prüfungen des Genius Sonderkommandos. Zeigen, wie du dich verbessert hast. Ja, machen wir alle platt. Bin zwar schon ein bisschen geschwächt, muss leider zugeben. Ich hätte mir eigentlich noch ein paar Drinks reinpfeifen wollen, aber egal. Ihr seid auf der Erde. Das ist auch so etwas. Wir sind ja eigentlich auf Namek gestorben. Wie kann er sie jetzt mit einem Wunsch von Namek hierher bringen plus wiederbeleben? Was eigentlich, wie wir gelernt haben, nicht funktionieren sollte. Außer, ja, ich meine, das war mit den amerikanischen Dragon Balls, war. Da hatte man zwar mehr Wünsche und eigentlich auch stärker, also eine gleiche, dass du eine Person auch mehrmals das Leben zurückholen konntest, aber ansonsten waren sie, auch die Anzahl und so war ein bisschen eingeschränkter. Im Gegensatz zu den irdischen. なんで Was kann Gino ist ein Frosch? Also ein Körpertauschmuskel oder was? Unsere Verbündeten. Was willst du jetzt dem Ginyu Sonderkommando beitreten? Nö. Wählen Kampfspezialitäten aus. Super. Nachdem er sein Schützen gewonnen war, holte Riku aufgrund seiner Stärke und Bartolin seine Geschwindigkeit ins Team. Als Abrundung wählt er schließlich auch Guldo, der kein großer Kämpfer ist, aber besonders Fähigkeit besitzt, die Zeit anhalten zu können. Es gibt noch einen weiteren, Bonyu, den Kopf. Ah, jetzt kommen wir langsam zum interessanten Teil. うん。 Ach ja, dieses Mädel, das aufgehört hat, weil sie dachte, unsere spezielle Kampfpose wäre öde. Ja, das sind Krachen, dann gibt's nur hier, nur in diesem Spiel. あ Also zumindest bisher. あへへな。あ あ。へへ。 ふざけるな この野郎。 おいおい Das waren die richtigen. おい な。おい あ おい Ja, kämpft euch alle gegen mich, kommt schon. 分かったぜ Was Guldo kämpft nicht? Die feige Socke. Aber ich bin nicht alleine, sehr gut. Wobei, die haben jetzt noch ein relativ hohes Level mittlerweile. Oh, das wird schwierig.
Hast mir doch ausgewichen. Ein Arsch, würde ich mal sagen. So. Ist echt nicht so einfach. So, Rico wäre schon mal down. Jetzt kommt Bartosch wieder, der mich nervt. Danke, Leute. Piccolo? Der will gar nicht mehr, wa? Also wird jetzt nicht so viel Schaden. Kriegen wir schon hin. Das war mit dem scheiß Move viel, weiß ich auch nicht. Ah, okay. Jetzt kommt also neue. Jetzt. Ah, so, okay. Ich werde leicht verwirrt. Piccolo getroffen wird, super. Oh, das war nicht gut. Juan, beruhig dich! Okay, Freunde, überlassen den Rest mir. Jetzt ist er fällig. Okay, das gibt aber Level-Ups. Seine Stärke ist einfach unfassbar. Ja, er hat trainiert. Ah. Na, Ich habe keine Probleme damit, ihn aufzunehmen. Okay. Ich sollte wohl vielleicht auch an meinen Posen arbeiten, was? Oh nein. Oh nee, jetzt sag mir bitte nicht, dass er von denen die scheiß Pose hat, die er noch als großer Saiyajin. Oh nein, vielleicht sind... Nein, nein, nicht, nein. Nein, bitte nicht. Oh. Na gut, immerhin. Hey! Noch ein bisschen EPs. Sehr schön. Alter, 4 Medaillen, krass. Nicht schlecht, Herr Specht. So, das wäre die Community. Sprich das Community Board. Aha, so ein Google braucht Super Saiyan da zu sehen. Okay, kann man natürlich so machen. Die andere Frage natürlich jetzt. Welche Charaktere könnte man jetzt da sonst noch irgendwie so mitnehmen? Oder anders gefragt. So ein Seelenabzeichen selber. Das ich vielleicht noch mal irgendwie in der Übersicht hätte. Genau, das war das, was ich eigentlich wollte. Ja, ist halt die Stärke. Da ist auch die Stärke. Da ist auch die Stärke vor allem. Man sieht, in der Sonderkommando fehlt noch ein Abzeichen, aber das Ding, das Sonderkommando Fragezeichen, das von Ginyu. Wie könnte man das von Ginyu noch kriegen? Ich denke mal, dass die letzte Kombi, das Ginyu Sonderkommando Fragezeichen, das könnte wohl mit Bonyu zusammen sein. Kann ich mir das so vorstellen?
Bis die kommt, das wird noch ein bisschen dauern. Gut, ich meine, ist, denke ich mal, klar hier, dass das Innen so momentan nicht mehr so gebrauchen können. Vielleicht generell eher ein bisschen schwach. Das könnte theoretisch, sage ich jetzt mal, funktionieren. Hier haben wir eigentlich auch einen hübschen Bonus. Vielleicht irgendwie... Eher so, oder? おめえかなり強くなったみてえだな。ピッコロさんのおかげですよ。 Ja, ist einfach ein schöner Bonus, das stimmt natürlich. Muss Son Goku eigentlich in der Mitte sein, frage ich mich gerade. Ja, okay, der muss in der Mitte sein. Ja, ich frage mich gerade ein paar Dinge. Was ist das Vater-Sohn-Team? Schüler-Schildkrötenschule, ja, okay. Vom Gegner zum Freund. Wie kriegen wir eigentlich die 4er-Kombo hin? Ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen rumexperimentieren gerade. Maた天下一武道会で叩けてえな。あの頃の俺とあの時俺は Ja, das stimmt, das hat er. So hätten wir das also mal bei dem. Ja, guck einfach mal so, was es eigentlich so für Boni geben würde. Mein Meister und Schüler. Wäre eigentlich nicht schlecht. Die Frage ist jetzt bloß. Ein und dasselbe Namekianer, aber. Gott kommt vielleicht noch, aber nee, der hat doch verpasst, oder? Nö, hätten wir auch noch. Hm, der ist sogar hier? Nee, der ist ja drüben. Schwierig, Freunde. Aber gut, da heißt jetzt eigentlich rein theoretisch, wenn ich jetzt hier Son Gohan platziere. かなりマシになっ 黒さんの Haben wir da auch einen netten Bonus. Ist doch auch schön, oder? Einfach mal ein bisschen Boni sammeln. Geist en masse, Kranichschule. Ja gut, da fehlt noch einer. Wetter der Erde ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Krillin braucht es ihn hier. Eine Schüler der Schildkrötenschule. Mit Son Goku natürlich. Wenn ich ihn jetzt hier quasi sage, komm, ich nehme jetzt ihn hier weg. Und ich hätte gerne das Ginyu Sonderkommando, zumindest ein Teil davon hier versammelt. Natürlich das so jetzt gar nichts bringen, aber mit dem da oben. Ne, weil um die Kurve rum geht es gar nicht, wa? Ja, Förser. Naja, da ist so. Die Kurve rum geht's gar nicht. Na gut, Freunde. Part ist wieder vorbei. Da schauen wir uns in der nächsten Folge dann an, wie wir es noch ein bisschen optimieren können. Also das sehen wir jetzt schon noch ein bisschen Bonus hier und da. Kann sowieso nicht schaden. Dann sind auch hier Elite-Familie, Saiyajin-Angriff, da fehlen noch ein paar. Ich könnte mir vorstellen, dass da bereits wieder irgendwie was mit Trunks dazu kommt. Oder Selbstzerstörung mit Buu. Zum Beispiel Elite-Familie, ja gut, da werden natürlich beide Trunks sein, also Zukunft Trunks und Vergangenheit Trunks, natürlich Kid Trunks und Future Trunks, Saiyajin-Angriff, wir vermuten noch die von Nappa und Raditz sein, die wir erstmal wiederbeleben müssten. Das wird es eigentlich eher so machen. また天下あのあの時を Und
Was mit dem Bonus jetzt hier? Ist der irgendwie nicht gesetzt oder wie sieht das aus? Müsste eigentlich funktionieren. Ja, stimmt natürlich. Raser. Mit Mr. Popo. Stimmt natürlich, eben einer fehlt noch. Das wird ja halt Ginyu sein. Wie kriege ich jetzt noch die Captain Ginyu-Medaille? Wie soll das jetzt noch gehen? Und vor allem so da irgendwie das total umplatzieren, das würde hier sowieso nicht gehen. Da fragen wir sowieso, wie das funktionieren soll. Ich meine, klar kann ich jetzt hier Vegeta noch rausnehmen, aber ich frage mich halt auch, wie man hier am besten das Ganze kombinieren könnte. Damit ich halt überall ein bisschen das Optimale kriege. Ich meine, klar, es ist aber so gemacht, weil die doch relativ viele Punkte geben. Und das ja wichtig ist, aber allgemein, ja, müssen wir ein bisschen gucken, wa? Wie genau, das sehen wir natürlich wieder in der nächsten Folge zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Bis dahin, bye bye.